Hedi193 fragt, mit wie viel Jahren hat sie das erste Mal Bier getrunken? Das weiß ich nicht mehr. Das ist lang her. Und dann ein Verreis dazwischen. Das ist Was meint der jetzt, Alter? Wer? Könnt ihr im Video Saffen Thema sagen? Wäre so cool für euch. Saffen Thema. Sagt einfach Saffen Thema. Was? Saffendämmer. Saffendämmer! Okay. Jeden Tag eine gute Tat. Okay. Der Max fragt, wie schaut's aus, was treibt sie im Winter? Mit einem Bulldog-Reifen hinter einem Auto gerade durch die Gegend fahren. Sich dann bei 60 auf die Schnauzen legen. Und den Fingernagel ausreißen, wenn das Kennzeichen abbauen. Ja, das ist nämlich der Hintergrund zu dem Video, das hat sie gar nicht mitgekriegt. Da ist der wollte damals sein Kennzeichen ummontieren und hat sich dabei einen Fingernagel ausgerissen. Einen ganzen oben. Ja, einen ganzen Fingernagel, der war dann weg. Ja. Okay. Da hat er ein wenig umgemodelt, aber das haben wir dann schon gekriegt. Nächstes Mal bist du dran, ich reiß auch mal essen. Ich habe mich verbrennt an dahinter, damals das genauso gemacht. Da haben wir gesagt 1:1. Also. Der Julian fragt, was habt ihr so da? Mit denen hast du schon einen Hafer gesnappt, vielleicht ist das super. Nein, nicht einen Hafer gesnappt, er snappt mich da und zwar ein paar Mal. Also was hat er geschrieben? Was wir heute gemacht haben. Heute haben wir ein Video gemacht über ein Mischmaß. Das habt ihr aber schon gesehen, weil das jetzt so quasi fast eine Woche vor dem Video gekommen ist. Dann haben wir, was haben wir noch gemacht? Den Bauwagen habe ich aufgeräumt. Ja, und jetzt anfangen wir essen. Frage! Ja, die Johanna Rohrmeier fragt, Nochmal von vorne die Frage. Ja. Die Johanna Rohrmeier fragt, ist dein Bruder noch in der Schule? Das kannst du selber beantworten. Nein, ich aber. Voll fett, der Holzhauer. Saugeil. Gürtel sammeln. Baumschubsen. Wenn ich auch mal Geld damit. Alter. Ja, Moment mal. Haben wir überhaupt was? Eine Frage. Raphael Schnell fragt, was ist euer Lieblingsweizen? Weizen. Semi fragt, Servus, wie gefällt euch Ringsbuch? Schön. Wenn du. Ringsburg hat den Nachteil, Ringsburg ist so groß, dass du mit dem Auto schon nicht mehr vorankommst, aber so klar, dass es noch keine U-Bahn hat. Weil in München zum Beispiel, da interessiert mich der ganze Chaos nicht, da kaufe ich mir Tageskarten für die U-Bahn und dann fahre ich überall rum. Und in Ringsburg ist es halt so, mir hat der Kumpel geschrieben am Donnerstag, weil in der Feuerwehrschule war, hey, komm mal an die Uni oder sonst was, du fährst so ewig. Ich war unterwegs von der Feuerwehrschule zum Druckmandel, ja, und vom Druckmandel dann zu dem Wirtshaus zu kommen, wo wir waren, habe ich eine geschlagene Stunde gebraucht. In der Zeit waren die von Bleistuhl 100 Kilometer auf Ringsburg gefahren. Also, das ist halt schon ein bisschen nervig. Wir haben es halt drauf. Aber so Ringsburg ist schon schön. Ja, der Günni fragt, könnt ihr euch vorstellen, in einer Großstadt zu leben? Nein. Und wo darf ihr dann am meisten vermissen? Alles. Also uns ist aufgefallen, wenn wir von Köln zurückgekommen sind, weil so eine Großstadt hat schon auch seine Vorteile. Auch. Du kommst halt schnell überall hin und alles hat aber offen. Aber wir sind zurückgekommen und das erste, was wir gemerkt haben, wenn wir nachts zusammengefahren sind, dass ein Silo gerochen hat oder noch Gülle und das hat allein das schon. Und ich hänge jetzt da dann nochmal ein kleines Video vom Reis ein, das ich am nächsten Tag über Snapchat geschickt hat. Oh ja. Dann wisst ihr, was wir am meisten vermisst haben. Leute, es gibt doch nichts Besseres als ein Dorfleben. Freie Straßen, Bulldogmähen, Freude, wuhu! Ja, der Gab 439 hat ein Video geschickt. Dein Video im Klassenzimmer. Ja, unsere Videos im Klassenzimmer, das haben wir schon an diversen Gymnasien, an der Voss, an der Boss, an der Berufsschule
an der Grundschule, an der Realschule, das haben wir eigentlich überall schon gehabt und gekriegt und Snaps. Also in Schulen sind wir schon öfter gelaufen. Ja. Ja, weil wir auch bildungsförderndes Material machen. Also das, Freilich. die haben wir nicht vernachlässigen, weil wir haben wir noch. Das ist jetzt der letzte jetzt, ja. Der Sandro Reiner. Aber der ist anderer rein. Wie bist du zu deinem Kanal gekommen und seit wann kennst du ihn raus und woher? Zu meinem Kanal bin ich gekommen, indem ich ihn einfach erstellt habe auf YouTube. Das geht relativ einfach. Wenn wir zu den Videos gekommen sind, sieht man in dem Video 1000, schaut es euch an, wie es ist. Und dann bin ich zum Reis gekommen. Darum, naja, gut, von unserem Land, da kennt man sich so vom Sehen her von der Schule und dann durch, weil wir einen zweiten Bauwagen gebaut haben, oder? Ja, nein, davor schon. Ja, aber noch mehr durch den Bauwagen bauen. Ja. Also wir haben eigentlich am Anfang fast nichts miteinander zu tun gehabt. Nein, nicht gar nicht. Und aktuell eigentlich alleweil. Ja. Und der eine bricht der gerade Rest hinten ist- um. Alter, irgendwie von denen da hinter der Kamera. Irgendwer hat Alter, geschickt. Das waren jetzt mal wieder eure Fragen gewesen, die habt ihr uns per Snapchat geschickt. Per Snapchat, da könnt ihr vorbeischauen, weil da sind wir doch eher aktiv. Zurückschreiben ist immer ein wenig schwierig, wenn so viele Leute schreiben, aber schreibt es einfach mal, das jetzt ist dann schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf dem Kanal kommt. Kann auch sein, dass ich das Video jetzt auf 2 Videos aufteilt, dann werden es auch 2 Videos. Jo, hast du noch was zum Sagen? No, eigentlich nicht. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir machen können, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und somit bleibt uns nur zum Sagen. Bis zum nächsten Mal und seid freundlich. Aber die Servus. Wenn es euch gefallen hat, kommt es wieder. Ja, kommt's wieder, dann gefällt es euch wieder. Freilich. Okay.